Hallo, ihr allerliebsten Seelen. Ich habe gehört, das haben mir ein paar vermisst. Es tut mir leid. Bitte hasst mich nicht. Ich glaube, wir haben das Thema durch. Es kommt eine Folge, wenn eine Folge kommt. Folgt dem Losemal-Account auf Insta, um nichts zu verpassen. Wenn ihr irgendwie mal eine Woche so denkt, Dinge kommt jetzt nicht. Die Chance ist grösser, dass auf Insta irgendein Update kommt zu der Situation. Letzte Woche zum Beispiel gar nicht. Weil ich habe gedacht, ich lasse einfach in Ruhe mit dem Gedanken. Vielleicht vergessen ein paar, dass eigentlich eine Folge gekommen wäre. Aber nein, man kommt dann so Nachrichten wie... wenn ich so am Sonntag... diesen Sonntag habe ich so einen Insta-Post gemacht. So checking in, wie geht's dir? Wie war dein Tag gewesen? Was könnte besser sein? Und jemand so... Ja, also, weißt du, es ist Sonntag und es hat etwas gefehlt. Und ich glaube, du weißt, was gefehlt hat, Madame. Ja, lass mal eine Folge. Aber es... es ist nicht lustig. Es freut mich wirklich sehr, dass es Leute gibt, wo es juckt und die sich auf «Hören mal» freuen. Das ist ein richtig crazy Gedanke. Aber ich bin da. Ich habe einfach im Fall wirklich nicht so viel zum Erzählen eigentlich. Also doch, ich habe viel zum Erzählen, aber Sachen, die ich halt einfach nicht im Internet preisgeben kann. Das ist eben ein richtiges Dilemma. Und es wird irgendwie immer von Woche zu Woche schlimmer. Also ich weiss nicht, ich habe euch ja gesagt, dass richtig viel crazy Zeug abgeht im Moment im Leben von all meinen Leuten, die ich gerne habe und von mir selber und auch alles, was ich so höre von Leuten, die ich gar nicht kenne, aber so, halt das, was so weitergegossipt wird. Leute haben so crazy Zeug im Leben gerade. Das ist wirklich, also das Leben ist spannend, aber es geht auch allen wieder so relativ schlecht, habe ich das Gefühl. Das macht mir keine Freude. Aber ich glaube, das ist normal. Das ist das Winterloch, Leute. Das ist normal. Und wenn es euch richtig schlecht geht, dann vergesst bitte nicht, mit jemandem darüber zu reden und euch Hilfe zu suchen, falls ihr es nötig habt. Und falls es euch so geht wie mir, also mir geht es jetzt gerade so ein bisschen, halt wie immer im Winter, dass man so immer müde ist und nie das Gefühl hat, man ist ausgeschlafen und so gestresst ist. So die innere Unruhe habe ich im Moment extrem. Also auch wenn ich jetzt irgendwo rumhocke, dann habe ich so das Bauchweh. Kennt ihr das? Ihr kennt das safe, weil ihr hört mal. Aber so das Bauchweh, das Anxiety-Bauchweh, so fuck, irgendetwas sollte ich doch jetzt gerade machen, oder das und das und das und nein, das habe ich falsch gemacht und das ist schlecht und haben mich meine Kollegen noch gern und was ist mit dem und dem und wie wird es in 5 Jahren aussehen und so. Das habe ich im Moment extrem und es regt mich auf. Aber ich habe das Gefühl, es ist halt eine Zeit des Umschwungs wieder, immer nach dem Sommer und eben so viele Veränderungen. Jetzt bei mir persönlich eben so mit Breakup und Schule und jetzt eine Prüfungsphase und ja, keine Ahnung, dunkel draussen. Das ist eigentlich, was sich am meisten verändert hat. Das regt mich so auf. Ich freue mich eigentlich immer im Sommer, wenn es so zu lang schon heiß ist und ich einfach keine Lust mehr habe zum Schwitzen, dann freue ich mich immer so fest auf den Herbst und dann wünsche ich mir den Herbst und dann kommt er nicht. Und dann, wenn er kommt, denke ich, oh mein Gott, wie habe ich mir das jemals wünschen können? Ich gehe übrigens auch bald wieder meine Haare blonder färben, obwohl ich mir gesagt habe, nein, ich finde es eigentlich geil, nicht mehr so blond zu sein. Jetzt finde ich es nicht mehr geil. Jetzt sehe ich bleich aus. Jetzt brauche ich Sommer-Vibes. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich habe einfach irgendwie keine Ferien mehr. In meinem blöden, dummen Studiengang, wo die von der Live-Podcast schon wissen, ja, was ich studiere. Ich habe einfach basically keine Ferien. Was macht man, wenn man keine Ferien hat? Ich fühle mich, als würde ich arbeiten. Ich arbeite gar nicht. Ich studiere. Ich sollte 2 Monate Semesterferien haben. Egal, das juckt euch alles nicht. Aber das ist so, was im Moment in meinem Leben abgeht. Ja, die innere Unruhe, die fickt mich. Und eigentlich habe ich mir vorgenommen, zum weniger fluchen. Ich glaube, das sage ich euch schon zum 40. Mal. Aber ich kriege langsam halt wirklich so... jetzt hat die Eierflatter gesagt, aber das ist auch nicht korrekt. Langsam kriege ich einfach Angst, weil mit dem Studium, das ich mache, muss ich auch ein Praktikum machen und dort hat es echte Menschen und die echten Menschen bekommen meinen Namen und die echten Menschen sind ja nicht dumm und können 1 und 1 zusammenzählen, denken, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Nachher gehen sie schauen und dann rede ich so. Das macht nicht einen guten Eindruck. Das regt mich eben auf, jetzt muss ich mich so halbes verstellen, weil es ja noch ein echtes Leben gibt. Was soll das? Egal. Ich wollte eigentlich über etwas sehr Spannendes mit euch reden, wo ich selber aber nicht... Also das ist nicht mein Expertenthema. Normalerweise, wenn ich da mit etwas komme, dann habe ich es ausgeklügelt, oder? Dann denke ich mir, boah, da weiss ich jetzt wirklich etwas drüber und da
schreie euch an, bis ihr es auch checkt. Aber das ist heute nicht so ein Thema. Ich habe nämlich ein TikTok auf meiner For You-Page gehabt. Und das hat mich richtig zum Nachdenken gebracht. Ich habe es auch sofort all meinen Kolleginnen geschickt, die selber gerade ein bisschen lost sind. Oder einer Kollegin habe ich es geschickt, die sich gar nicht lost fühlt im Moment. Und sie hat agreed mit dem TikTok, dass es ihr auch wegen dem sehr gut gegangen ist in letzter Zeit. Das finde ich crazy. Einfach eine Kollegin, die mir sagt, das war das beste Jahr von ihrem Leben gewesen. Girl! Sie lässt das wahrscheinlich. Girl! Tutorial. Und das Tutorial ist anscheinend, laut dem TikTok und laut ihr, dass man aufhört, die ganze Zeit probieren, sich selber zu verbessern und die ganze Zeit sich selber so zu fixen. Dass im Moment extrem viele Trends, oder halt einfach seit immer eigentlich, dass du halt so die Trends hast, so das Self-Improvement und Wellness und Health und dies, das und jenes. Oder du kannst ja immer etwas machen, um dich zu verbessern. Und es gibt, ich meine, so viele Leute machen auch Geld mit dem oder Likes und Views und Aufmerksamkeit, dass man sagt, keine Ahnung, zum Beispiel, das sind meine 10 Schritte, wie es mir besser gegangen ist. Oder das sind meine 5 Schritte, wie ich ein Glow-Up hatte. Oder so habe ich innerhalb von 2 Monaten 60 Millionen Kilo abgenommen. Oder das sind meine Schritte zu Happiness gewesen. Und dann schaust du das wie so ein angefressenes Ding, weil natürlich wollen wir alle, dass es uns gut geht. Und ich glaube, der Punkt ist eben genau, es geht ja so vielen Menschen nicht ideal und so viele Menschen denken, boah, ich muss irgendetwas ändern, dass man halt so anfällig ist, um das Zeug einfach alles blind nachmachen und blind glauben und die hat gesagt, das und das nützt etwas, also probiere ich es. Weil man ist ja irgendwo auch so sich selber einfach nur ausgesetzt und ein bisschen hilflos und man nimmt eigentlich jeden Tipp an, den man bekommen kann. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die meisten, glaube ich, haben im echten Leben eigentlich nicht so jemanden, der einem so Inputs gibt. Also ich glaube, vor allem jetzt in der Schweiz, es ist halt überhaupt nicht etwas, wo man offen darüber redet, wenn es einem mal schlecht geht oder so, sondern vielleicht eben, wenn etwas im Nachhinein, wenn es dir schon wieder besser geht, kannst du sagen, ja, vor einem halben Jahr ist es mir nicht so gut gegangen. Und dann sagen sie, oh nein, aber gut geht es dir besser. Zack, Thema abgeschlossen, weil man will ja nicht über so Zeug reden. Das heisst, ich habe das Gefühl, wir sind alle so am Verhungern und sobald jemand so ein Brösmeli anhebt von «Hey, das könnte dir helfen», irgendwo im Internet oder in einem Buch oder in einer Serie oder «Keine Ahnung, auf 20 Minuten», dann nehmen wir das und sind zack, 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 zack. Und keine Sekunde denken wir daran, ob das überhaupt der richtige Ansatz ist, dass wir die ganze Zeit nur denken, ich muss etwas ändern, ich muss mich verbessern. Mit mir stimmt etwas nicht, impliziert das ja. Wenn ich immer das Gefühl habe, ich muss mich selber fixen, ich muss mich reparieren, es ist etwas kaputt an mir und das muss irgendwie, das Loch muss gestopft werden, das hat falsch gestimmt. Und es gibt ein Problem und es gibt eine Lösung und dann bin ich endlich glücklich, wenn ich einfach die Lösung gefunden habe. Und das TikTok hat dann halt suggeriert, dass man ein anderes Mindset braucht und zwar, dass mit dir nichts falsch ist. Dass man die Energie, die man investiert, ins Probieren, sich selber zu verändern und sich selber anpassen und so zu machen wie alle anderen und dass man diese Energie investieren sollte, in sich selber kennenlernen. Dass viel Unsicherheit von dem kommen kann, dass man eigentlich gar nicht weiss, wer man ist, was einem gefällt, was die Prioritäten sind, was man für Ziele hat, was man für Zukunftsvisionen hat, was die eigenen Grenzen sind, so Sachen. Und das hat für mich so Sinn gemacht, weil ich glaube, ich sage euch das auch schon länger, dass ich mir die ganze Zeit denke, ich müsste eigentlich wieder voll anfangen, so Tagebuch schreiben und so und halt so Zeug aufschreiben, meine Gedanken aufschreiben und mich damit befassen und dann denke ich aber jedes Mal, nein, ich habe so keine Lust auf das, weil ich will mich gar nicht damit befassen, weil es ist so anstrengend. Und es macht ja auch vieles nicht Sinn. Also es ist ja nicht einfach, es ist ja logisch, dann würden wir das ja alle machen, wenn es so einfach wäre, um einfach mal schnell aufschreiben und nachher denken, okay, in dem Fall sind meine Charaktereigenschaften das und meine Ziele im Leben das und das und easy peasy lemon squeezy, ist gut, habe ich es aufgeschrieben, jetzt weiss ich es. So funktioniert es ja nicht. Du kannst es nicht, also du bist wirklich dich selber am Analysieren und da gehört ja auch mega viel Ehrlichkeit dazu, wo also ich zum Beispiel jetzt auch nicht immer habe. Ich glaube nicht, dass ich ehrlich mit mir selber bin
immer, wenn ich mir so Gedanken mache. Weil das macht weh und ist anstrengend. Und auf das habe ich natürlich auch keinen Bock. Ich bin auch nur ein Mensch und wir sind alle faul und uga-buga. So. Aber es heisst eben, dass das so voll der Schlüssel dazu wäre. So, sich selber kennenlernen und dann basierend auf dem weiterfahren, wenn man weiss, wer man ist und was man gerade will und was man für Ziel hat, dann kannst du, wie sagt man das auf Deutsch? According to that. Anhand von dem, nein, ja egal, auf jeden Fall kannst du ja dann so handeln, dass du die Sachen berücksichtigst, die du dann über dich selber erfahren hast, nachdem du dich intensiv mit dir selber beschäftigt hast. Was natürlich auch extrem anstrengend ist, weil man sich ja immer wieder verändert. Also ich könnte das jetzt vielleicht herausgefunden haben vor 5 Jahren, aber das gilt ja dann wie jetzt nicht mehr, weil in diesen 5 Jahren hat sich alles verändert und ich bin quasi ein neuer Mensch. Und auch das ist ein grosses Thema, wo ich bin jetzt irgendwie in die Bubble reingekommen und ich bin irgendwie nicht hässig drüber. Aber in so dieser Bubble, wo... Ja, das ist eigentlich auch wieder so Self-Improvement. Halt einfach anders. Aber in dieser Bubble, wo so ist, nein, du musst nicht einfach nur immer alles an dir fixen, sondern dich mit dir befassen, heisst es auch, dass man also gerade nochmal hören müssen. Also, mein Punkt ist nachher, ich wäre eigentlich gekommen, dass in dieser Bubble auch viel davon geredet wird, dass der Fokus viel zu fest auf der Vergangenheit liegt bei uns allen. Dass man die ganze Zeit probiert zu entschlüsseln, was ist da passiert und wieso ist das passiert. Und keine Ahnung, zum Beispiel, wieso hat mein Ex mir das antun können oder wieso sind meine Eltern so gewesen und wieso bin ich so rausgekommen und was ist mir passiert und dass man eigentlich den Fokus mehr aufs Jetzt machen, was natürlich so schwierig ist. Logisch würde ich das gerne machen. Hallo, das wäre ja sau geil, aber das ist so schwierig loszulassen. Und das ist auch ein grosses Thema. Und heute, ich bombardiere euch da jetzt. Aber das eben sagen es die grossen TikTok-Götter. Nein, aber dass man muss lernen loslassen und dass es oft dargestellt wird in so Videos und so, dass es einem egal werden muss. So das ganze Detachment-Zeug, ja, es ist dir dann einfach egal und lass es und es ist jetzt vorbei und es ist in der Vergangenheit und es ist abgeschlossen und fertig. Das soll es nicht sein. Es dürfte prägen und es dürfte jucken, anscheinend. Aber dass du einfach realisierst, dass es nicht im Jetzt ist und dass du jetzt jemand Neues bist und dass du eigentlich immer die Macht hast, über dich selber zu entscheiden. Und das ist auch etwas Grosses, dass man muss realisieren muss, dass man das kann. Also, dass ich morgen aufstehen und mich mit etwas ganz anderem identifizieren, wenn ich das wollte. Dass ganz viel in dem liegt, wie man sich selber sieht und was man sich selber für Glaubenssätze zuschreibt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ums Verrecken wollte, voll Bodybuilderin werden, dann müsste ich zuerst von mir denken, ich bin jemand, der Bodybuilderin werden kann. Ich bin jemand, der jeden Tag ins Gym geht, 2 Stunden. Ich bin jemand, der Proteinshakes frisst. Ich bin jemand, der das ausstrahlt. Und ich bin jemand, der... Weißt du, all diese Sachen, mit denen muss ich mich ja erstmal identifizieren dann. Und das machen wir halt alle nicht. Wir leben so in dem, ich muss gefixt werden, etwas ist mit mir nicht gut, ich bin faul, ich bin langsam, ich bin nicht so jemand, der Bodybuilderin werden könnte. Alle anderen können das, aber ich bin halt einfach nicht so jemand. Und das reden wir uns den ganzen Tag ein. Und das kommt natürlich auch viel vom Umfeld. Natürlich. Aber dass man sich quasi loslösen von all diesen Ideen, die man sich über die Jahre angeeignet hat, von wer man ist und was andere Leute von einem denken, wer man ist. Und so. Und seid mal ehrlich, kennt ihr nicht den Moment, wo gerade im Streit oder wenn dir etwas vorgeworfen wird, wo du so denkst, hä? Das ist eine Person, die mich mega lang kennt schon, die mich gut kennen sollte eigentlich. Und die Person denkt so falsch von mir. Also gerade zum Beispiel, stell euch vor, ich habe Streit mit meiner allerbesten Kollegin, die mich seit 7 Jahren kennt. Und sie wirft mir dann vor, du bist voll egoistisch. Du bist so egoistisch, du denkst keine Sekunde an mich. Du machst alles nur für dich selber, Emma. Bro, dann würde ich dort hocken, das hat mir zum Glück noch nie eine Kollegin von mir gesagt, dann würde ich dort hocken und denken, hä? Weißt du, wer ich bin? Checkst du, dass ich 24/7 nur an alle anderen denke? Hast du
hast du mich irgendwie verpasst. Das würde ich dann denken und das ist etwas Gutes, weil das heisst, dass ich eigentlich weiss, wer ich bin und was ich mache. Und ich weiss, dass es nicht stimmt, dass ich egoistisch bin oder dass ich irgendwie arrogant bin oder keine Ahnung was. Aber es gibt ja so viele Sachen, wo man sich selber dann nachher in Frage stellt, wo man dann denkt, hä? Also wenn meine, stellt euch vor, Schwester, wenn meine Schwester so von mir denken kann, dann muss es ja stimmen, weil sie kennt mich mein ganzes Leben. Wenn mein Vater von mir so denken kann, dann muss es ja stimmen. Und ihr kennt das alle. Also, keine Ahnung, außer irgendjemand in dem perfektes Umfeld, Queen, King. Aber die meisten von uns kennen das, dass man dann alles in Frage stellt, wenn jemand Wichtiges einem etwas vorwirft. Und dass man dort wie einfach so die Macht zu sich nimmt und das Selbstbewusstsein irgendwann hat, eben nachdem man sich selber auch kennengelernt hat, um selbstbewusst sagen, nein, das stimmt einfach nicht. Die Person hat vielleicht selber irgendetwas, dass die Person sich immer vernachlässigt fühlt und immer irgendwie untergeordnet sieht und sich selber so reinpsycht, dass sie denkt, alle anderen Menschen sind arrogant und alle anderen Menschen sind egoistisch, obwohl es gar nicht stimmt, so dass man es einfach irgendwann checkt, dass nicht alles etwas mit einem zu tun hat und dass auch nicht jeder die in ein Bild reindrücken kann, in eine Schublade reindrücken kann, auch wenn du viel Zeit mit diesen Leuten verbracht hast. Und für mich ist das ein schwieriger Gedanke, weil mir nimmt das schon auch mit, wenn ich merke, dass jemand ganz anders von mir denkt, als es eigentlich immer denen aussieht. Und dann muss ich aber auch kurz einen Schritt zurückgehen und denken oder merken, so Bro, ich zeige auch wirklich eigentlich niemandem alles, was in mir vorgeht. Niemandem. Ich mache so viele Sachen mit mir selber aus oder denke mir, nein, ich will jetzt nicht irgendwie jemanden noch stressen mit meinem, weil ich bin halt eher die Person, wo die Leute ankommen. Also ich bin die immer von allen Problemen weiss und ich bin die probiert zu helfen und ich bin die 12-minütige Sprachmemo bekommt. Und das passt mir so. Aber ich bin dann nicht unbedingt die im Moment, wo mir etwas passiert oder wo ich traurig bin oder so, dann auch das macht. Vielleicht im Nachhinein, wenn ich eigentlich das schon mit mir selber ausgemacht habe, gehe ich zu meinen Leuten und sage, Alter, übrigens, das und das ist passiert und dann habe ich das und das gemacht und das sind meine Gedanken und findest auch. Dann suche ich eigentlich nur Bestätigung, aber so richtig ausgemacht habe ich es mit mir selber. Es ist nicht, als bräuchte ich das mega von anderen Leuten. Und dann muss ich auch einfach checken, so, Bro, ich zeige auch nicht jede Seite von mir und ich zeige auch nicht das innerste Innere von mir jeder Person, auch wenn ich viel mit diesen Leuten zu tun habe und auch wenn ich sie mega gerne habe. Das mache ich irgendwie einfach nicht. Und dann kann ich auch nicht mega hässig sein oder verletzt, wenn die Leute das nicht sehen, weil ich es ihnen gar nicht gezeigt. Und das sind dann halt zum Teil schon so Sachen, wo ich mir denke, so, Bro, Alter, wie kannst du von mir denken, dass ich egoistisch bin? Zum Beispiel jetzt bei dem. Wo ich dann auch wirklich denke, so, Bro, also das kann einfach nichts mit mir zu tun haben. Das kann nichts mit mir zu tun haben, weil ich bin wirklich, wirklich, wirklich I'm for the people, Alter. Ich könnte Präsidentin sein, so, ich würd klären für euch. Ich würde weiss auch nicht, Alter. Ich mache so oft Sachen, wo ich mir denke, wieso habe ich das gemacht? Das ist nicht mal, es bringt mich ins Minus. Es bringt mir nicht nichts, das zu machen, es bringt mir Minus, das zu machen. Es schadet mir, das zu machen. Ich mache es trotzdem, weil es jemand anderem etwas bringt. Digga, so jemand bin ich. Und wenn mir dann jemand unterstellen würde, so, Bro, du bist egoistisch, dann, Alter, dann muss ich das einfach sehen als nein. Das kann nicht sein. Und das ist mit so vielen Sachen so. Oder, nein, du kannst nicht das studieren. Und nein, du mach doch jetzt nicht noch ein Zwischenjahr. Du kannst jetzt nicht reisen. Und nein, du kannst nicht und du kannst nicht. Und das ist, also die ganze Gesellschaft ist so aufgebaut, auf dem einander haben machen und einander, nein, du gehst jetzt, machst jetzt KV und du machst jetzt das und du. Bro, es ist so bünzlihaft, das ist so typisch Schweiz. Und es ist auch so typisch Schweiz, eben nicht darüber zu reden und nicht miteinander darüber zu diskutieren und Inputs von anderen Leuten bekommen, sondern so wie ich das mache, man macht das mit sich selber aus und dann im Nachhinein kommt man und sagt, ja, übrigens, oder? So. Und das ist richtig scheiße und in dem, keine Ahnung, würde ich vielleicht auch gerne besser werden, aber irgendwie auch nicht, weil es passt ja und ich habe keinen Bock, alle anderen Leute voll labern und ich halt oft so das Glauben, also ich lebe so im Glauben, dass meine Probleme eigentlich niemand so nachvollziehen kann, wie ich. Also, weil die Leute, also meine Kollegin hat nicht das erlebt, was ich erlebt habe. Meine Kollegin wird nie checken, wie fest mir das weh macht, wenn ich mit etwas komme. Sondern sie denkt wahrscheinlich viel auch an ihre eigenen Situationen und tut das so
im Verhältnis zu ihrem eigenen Leben sehen. Und dann denke ich mir immer, ja, das bringt mir ja gar nichts, weil so, ich brauche das im Verhältnis zu meinem Leben. Ich brauche jemanden, der das 1:1 checken kann. So fühlt sich die Emma. Und sonst glaube ich dieser Person einfach gar nicht. So, dann denke ich, ja, du checkst es eh nicht. Was bringen mir deine Tipps? Weil du checkst gar nicht, was mein Problem ist. Das ist richtig toxisch. Und das ist auch wahrscheinlich etwas, wo... Also das könnte man ja auch denken, wenn man zum Beispiel in Therapie geht. So, ja, du bist einfach irgendein Therapeut und du checkst das gar nicht und du... Und dann würde es das alles nichtig machen, dass Leute in Therapie gehen und so. Und ich weiss, das ist ein dummer Gedanke, aber ich sage, ich teile das jetzt einfach mit euch, weil vielleicht fühlt das ja jemand auch. Und es ist aber okay so irgendwie. Also ich komme voll gut klar damit. Es ist nicht, dass ich mir dann, wenn ich traurig bin, denke, es hat niemand, der mich versteht. Sondern ich denke so, ja, ich kann das schon. Also weißt, ich habe das bis jetzt können und ich kann das und das belastet mich gar nicht mega. Und ich glaube, es gibt halt einfach so Leute, die Sachen mehr mit sich selber ausmachen können und dann gibt es Leute, die mega das Bedürfnis haben, das mit anderen Leuten zu klären und es ist ja beides voll okay. So. Aber das gehört auch dazu, beim sich selber kennenlernen. So zurück zum eigentlich Mainpoint, dass man nicht immer nur sich selber fixen muss, sondern sich selber kennenlernen. Ich glaube, das wäre wirklich der Top-Tipp, den man umsetzen muss, dass man wirklich ein Tagebuch führt. Und dort muss man dann aber auch sau ehrlich sein. Also es geht dann nicht, dass man ein Tagebuch führt, wo man schreibt, heute bin ich baden und dann bin ich joggen und dann bin ich ins Bett und es war gut gewesen, bis morgen. Sondern dann musst du halt wirklich deine Gedanken, dein Innere auf das hure Papier schreiben, was ja auch für viele Leute eine Challenge ist, die vielleicht sprachlich nicht so begabt sind oder ja, halt nicht so eine differenzierte Wortschatz haben vielleicht, dass man gar nicht weiss, was man fühlt und gar nicht weiss, wie man das ausdrücken kann. Aber ich glaube, man wird besser in dem. Sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, wenn man das mal anfängt zu üben, kennt ihr das nicht auch, wenn ihr, keine Ahnung, jetzt mein Bauchweh zum Beispiel, das ich jetzt wirklich die ganze Zeit habe, wegen meiner inneren Unruhe. So. Das hätte ich jetzt vor 2 Jahren vielleicht auch nicht in Wort fassen. Ich hätte einfach gewusst, ja, irgendwie fühle ich mich mulmig. Punkt. Aber irgendwann, wenn man anfängt darüber reden und sich Gedanken dazu machen und überlegen, wieso könnte das sein und so ein bisschen reflektiert, dann irgendwann checkst du es halt immer besser und es ist ein Prozess und das muss auch nicht von heute auf morgen kommen. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns alle ein bisschen mehr an der Nase nehmen, selber und nicht, wenn meine Kollegin mir das sagt oder wenn meine Mutter mir das sagt oder wenn mir TikTok, halt jetzt in meinem Fall, das sagt, sondern wenn ich selber merke, ich habe das Bedürfnis dazu, etwas zu ändern, weil es geht mir gerade nicht gut, dann das selber in die Hand zu nehmen und halt aufschreiben und mehr über mich herausfinden und vor allem auch nicht nur dann, wenn es einem scheiße geht. Ihr kennt das alle. In dem Moment, wo es dir wieder besser geht, lass das alles links liegen, lass gesund essen links liegen, lass das blöde Tagebuch links liegen, lass reflektieren links liegen, weil du hast es ja super und du hast Ablenkung und das kann man dann wieder vornehmen, wenn es einem wieder scheiße geht. Und ich glaube, das ist ein Grund, wieso es einem dann immer wieder zurückschleudert in das, weil man nie so das durchzieht, was einem eigentlich gut tut. Sobald es halt funktioniert, so, wisst ihr, was ich meine? Es ist, als würde ich meine Zähne immer super gut putzen, weil jetzt habe ich ein Loch und dann wird das blöde Loch gefüllt und dann putze ich meine Zähne wieder nicht, weil jetzt habe ich ja kein Loch mehr, jetzt muss ich wieder eine Zeit lang nicht mehr so schauen. Und dann habe ich das nächste Loch, weil ich meine Zähne wieder scheiße putzt habe. Und so läuft es dann weiter, anstatt dass ich immer meine Zähne gut putzen würde und gar nie Löcher bekomme. Wow, crazy Analogie. Ja, und ich glaube, um sich selber kennenlernen, gehören zu die Average-Ass-Sachen, die wir alle hören, die wir alle nie machen, weil es ist halt langweilig. Es ist viel langweiliger als auf TikTok rumscrollen und keine Ahnung was, aber eben Tagebuch führen, das auch nochmal lesen, mit Leuten darüber reden, aber ehrlich darüber reden. Mit dir selber, du kannst auch, Alter, das habe ich eine Zeit lang gemacht, wow, das ist mir aber wirklich schlecht gegangen. Das habe ich einfach Sprachmemos an mich selber geschickt. Man kann ja auf WhatsApp mit sich selber schreiben, falls ihr das noch nie gemerkt habt, was ist mit euch. Habe ich mir einfach Sprachaufnahmen selber geschickt, weil da bin ich wirklich in so einer Era gewesen, wo ich mir wirklich gedacht habe, es kann nicht sein, dass ich irgendwie immer mit anderen Leuten darüber reden muss, sondern ich rede jetzt einfach mit mir selber darüber. Es gibt auch gewisse Probleme, und ich einfach keinen Bock habe, dass die Leute das wissen von mir. Crazy, ich weiss. Dass ich mal meine Fresse habe. Crazy. Aber ich habe dann einfach mit mir selber darüber geredet, wie ein kleiner Psycho. Und das hat geholfen. Das hilft einfach, das so rausspucken. Das ist eben das, was ich jetzt gerade nicht mache. Mit dem Bauchweh und mit dem eigentlich, ich weiss, so im Hinterkopf, ich weiss, ich sollte mich damit befassen. Ich weiss, ich muss, irgendwann kommt es und
fickt mich richtig. Und ist richtig schlecht für mich, ist die Übersetzung. Ich fluche ja nicht. Und das gibt mir doch auch so ein Buch, weil ich weiss, ich befasse mich gerade nicht mit meinen Problemen, weil ich einfach viel zu viel anderes Zeug habe und das stresst mich, weil ich weiss, es kommt dann wie eine Lawine. Es kommt wie eine Lawine, Leute. Also keine Sorge, mir geht es nicht schlecht, aber mir geht es halt nicht prime. Wisst ihr, was ich meine? Das hat sich gereimt. Jetzt schäme ich mich ein bisschen, aber so, Tagebuch schreiben, reflektieren, mit Leuten darüber reden, aber halt auch das nicht, also es kommt halt, ich muss das dann halt auch reflektieren. Ist das eine Person, wo das Recht dazu hat, mir das zu sagen, zum Beispiel jetzt das egoistische Thema, ist das jemand, der Recht haben könnte, oder ist das jemand, der mich gar nicht versteht, oder jemand, der alles von sich selber auf mich projiziert. Dass wir halt alles abwägen. Und es gibt auch einfach Zeiten, wo man niemand hat. Und ich will euch nicht immer fühlen lassen, wenn ich halt immer sage, ja, meine Kolleginnen oder irgendwie, ja, redet mit jemandem darüber und so. Ich habe auch nicht immer jemanden, zum darüber zu reden. Jemand, wo ich mich so fühle, als könnte ich darüber reden. Ich habe safe immer, also jeder hat immer irgendjemanden, wo man könnte, aber es gibt halt einfach Zeiten, wo man nicht will. Und das sind dann so Zeiten, wo ich legit eben die Sprachaufnahme an mich selber mache, weil ich mir denke, Bro, es gibt niemanden, wo ich jetzt gerade Bock habe, wo mir da zulassen muss oder darf oder sollte. Also ich schaffe das auch so und sonst eben, es gibt immer noch wirklich for real Therapie. So, ich bin nicht lizenziert, ich kann gar nichts. Ich bin einfach ein gedankenerfülltes Mädchen. So, ja, und sonst einfach neues Zeug ausprobieren. So der langweilige Shit halt. Zeug ausprobieren, merken, was mache ich gerne. Ich habe das Gefühl, so viele von uns wissen eigentlich gar nicht, was wir gerne machen. Wir machen einfach das, was wir entweder gut können oder das, was uns Leute gesagt haben, was wir machen sollen. Aber was machst du gerne? Du kannst auch etwas gerne machen, wo du scheiße drin bist. Ich spiele zum Beispiel gerne Klavier. Ich kann nicht mal Noten lesen. Nach 3 Jahren Klavierunterricht. Immer noch nicht. Aber ich mache es nie. Ich spiele nie Klavier. Weil ich mir denke, boah, ich kann es ja gar nicht. Aber es macht mir einfach Spass, eigentlich, wenn ich es mache. So diese Sachen, Neues ausprobieren und checken und sich merken und sich dann auch Mühe geben, um diese Sachen wirklich auch zu machen, egal was alle anderen sagen und egal, ob es langweilig oder cringe oder irgendetwas ist. Weil das sind dann die Sachen, die auch bleiben, egal was sich sonst verändert. Egal, ob du deinen Freund nicht mehr hast oder ob du dein Studium abbrichst oder ob du irgendwo anders anziehst. So die Sachen, die du mit dir machen kannst, die dir eine Freude machen. Und die Sachen, die du über dich selber lernst, die bleiben. Auch wenn du dich veränderst, du weißt immer noch, ich kann so sein und ich kann das oder ich bin mal so gewesen. Das hilft so viel, wenn man sich selber ein bisschen checkt. Dann checkt man auch irgendwann, wieso reagiere ich so? Wieso bin ich so hässig? Oder wieso bin ich eifersüchtig? Oder wieso juckt es mich nicht? Das ist auch etwas, wieso juckt mich jetzt das nicht? Ja, wegen dem. Ist so geil, wenn man das mal kann sagen kann. Und eben für das braucht es halt oft auch eine außenstehende Meinung, weil man oft so nah an der Sache dran ist. Wenn ich jetzt mit meinen Kolleginnen über etwas rede und sie sind wirklich so, Bro, ich check einfach nicht, wieso dass ich diesen Typ will. Dann kann ich instant sagen, so, Bro, du willst den, weil er dich nicht will. Du willst den, weil du unsicher bist, weil er dir eine Zeit lang das Loch gestopft hat, wo du jetzt wieder hast, weil du dich nie mit dir selber befasst hast. Das ist halt so einfach, amigs von außen zu sehen. Und das können andere Leute für dich auch machen, das, was du bei anderen Leuten amigs sagst. Also, oder ich auf jeden Fall. Können mir genauso Leute sagen, also, Bro, ich glaube, du willst den nur, weil der. Und dann kann ich das zur Kenntnis nehmen oder halt nicht. Und es ist als Friends übrigens auch nicht unsere Aufgabe, das dann durchzusetzen. Also ich kann meiner Kollegin zusammen sagen, Bro, du bist so dumm, dass du jetzt nochmal zu dem heimgehst. Er will dich nicht, aber okay. Und dann sagt sie, ja, aber ich mache es jetzt trotzdem. Und dann muss ich sagen, okay, das ist dein Leben. Das ist auch schwierig, sich so zu distanzieren, weil ich bin wirklich jemand, wo ich mir so denke, Bro, für was gebe ich meine Energie, wenn du mir dann nicht zulässt. Aber das ist keine Verpflichtung von niemandem, mehr zuzulassen. Und es ist auch nicht meine Verpflichtung, etwas zu sagen. Ich könnte auch nicht mit dieser Person befreundet sein, nicht meine Energie investieren. Und in dem Moment, wo ich es mache, freiwillig, einfach mache, weil ich eine gute Kollegin sein will, muss ich auch akzeptieren, dass die Person mit dieser Information machen kann, was sie will. Die Person schuldet mir einen feuchten Scheissdreck. Und wenn ich merke, das triggert mich zu fest und das regt mich zu fest auf, dann ist das wie auch etwas, was ich über mich selber lernen würde und dann müsste anpassen, dass ich sage, ich mache das jetzt nicht mehr, weil es regt mich zu fest auf. Bei mir persönlich ist dann halt einfach, es fühlt sich besser an, zu helfen, als dass es sich
das fühlt sich nicht besser an, wenn ich nicht helfe und dafür nicht abgefuckt bin, dass die Person nicht auf mich lässt. So, lieber probiere ich zu helfen, bin abgefuckt und dann irgendwann versteht die Person, was ich gemeint habe und dann ist alles gut und recht. Als dass ich einfach mein Maul habe und keine Kolleginnen haben kann und ich muss immer recht haben und alle müssen immer auf mich hören. So. Nein, das funktioniert auch nicht. Ja, und Grenzen setzen halt. Dass man das wirklich mal... ja, du kannst halt auch deine Grenzen erst richtig setzen, wenn du weißt, was du willst und was du nicht willst. Und ich glaube, das ist oft das Thema da. Ich kann euch das leider auch nicht wirklich beibringen, wie man das lernt man, glaube ich, einfach mit Erfahrung und mit was lässt mich wie fühlen und ab welchem Punkt bin ich ready, um zu sagen, so will ich mich nie mehr fühlen. Niemand macht jemals wieder das mit mir, was mich so fühlen lassen hat. Und das dann einfach durchsetzt. Ich glaube, man muss auch einfach einen gewissen Pain durchmachen, bevor man die Eier hat, etwas durchzusetzen. Weil man weiss, es ist viel der kleiner Pain, dass jetzt eine Grenze zu setzen, als es ist, wenn die Grenze nicht gesetzt wird und was nachher die Konsequenz davon ist. So. Und wenn ihr jung seid und zuhört, sorry, das ist wirklich, das geht euch wahrscheinlich noch nicht so an. Ihr seid jung, es ist normal und so mit 14, 15 bin ich so verloren gewesen und habe mir irgendwie auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, dass ich verloren bin. Ich bin einfach irgendwie verloren gewesen und mir ist schlecht gegangen, aber ich habe nicht gecheckt, wieso und warum und wieso und so. Aber irgendwann kommt das dann und es ist nie allein und es kommt alles immer besser. Es kommt immer besser und es kommt auch immer wieder schlechter. Und es ist unsere Aufgabe, uns selber abzupicken. Und nicht uns zu fixen, sondern einfach für uns selber da zu sein und die Zeit zu investieren, die es braucht, um uns selber kennenzulernen. Und ja, weil wir sind echt eine lange Zeit mit nur uns selber. Das ganze Leben. Du bist die einzige Person, die bleibt. Das ist crazy. Finde ich auch ein bisschen scary. Habe ich ehrlich keinen Bock drauf. Also, wenn ich jetzt so allein wäre, 50 Jahre, hätte ich wirklich keinen Bock drauf. Ich finde andere Menschen super cool. Aber auch das, ich darf keine Angst haben vor dem, weil es könnte so kommen und es müsste okay sein. Weil lieber so, als mit nur dummen Leuten. Ja. Das ist alles. Das ist alles, was ich euch geben wollte. Wo ihr gerne mir auch eure Gedanken dazu sagen könnt. Es ist jetzt wirklich nicht das Thema, wo ich etwas weiss, sondern wo ich auch darüber spekuliere und mir Gedanken mache und das irgendwie aufnehme und spannend finde. Und wenn ihr irgendein anderes Thema habt, wo ich darüber reden soll, wie immer, bitte sagt es mir. Wenn ihr merkt, ich habe gerade wirklich nicht so viel zum darüber reden. Ich rede sehr gerne über die Themen, die euch beschäftigen, wo ich etwas dazu zu sagen habe. Also bitte, bitte. Always come with the ideas, oder? Please. Thank you so much for listening. Und danke für die Geduld, wenn ihr immer wieder auf Erfolg wartet. Und danke, dass ihr sie immer noch hört. Love you. Macht's gut. Einen schönen Tag, wo auch immer du bist. Du bist nicht alleine. Tschüss.